Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Soma auf Pelzig. Und hier hat er gespeichert, hier hat er mich wieder rausgeworfen. Ich glaube, bevor ich da reingehe, sollte ich vielleicht nochmal andere Sachen in dem Stockwerk A gucken. Ich war da in der letzten Episode ziemlich todesmütig, würde ich schon fast sagen. Und bin hier überall rumgestampft. Hab aber dafür auch meine Cortex-Chip und mein Strukturgel. Dann könnte man vielleicht noch in die Dining Hall reingehen. Bevor wir jetzt dort hier gehen, wo es gespeichert hat. Das ist, ich weiß nicht, normalerweise führt mich der Weg immer zuerst nach rechts. Das ist so ein Instinkt vielleicht als Rechtshänder, dass man immer zuerst dort hier geht, wo man auch die Händigkeit hat. Aber weiß es nicht, oder? Ich glaube, generell tendieren die Leute dort hier, wo sie auch Händer sind. Das soll angeblich auch bei Leuten bei der Buswahl und so, bei der Platzwahl im Bus und beim Zug so sei, dass Rechtshänder eher zu rechten Plätze tendieren und Linkshänder eher zu der linken Seite tendieren. Ich weiß ja nicht, ich nehme im Bus und im Zug auch mal die Linkseite, so ist ja nicht. So ein leckeres Fertiggericht. Ich würde das immer ganz gern ausprobieren mit dem Munchprint. Miso, Reis, Spinat, Currymix und Dried Beef. Nudler haben wir drin. Den hätte ich doch Reis nehmen, ist doch eine leckere Sache. So, komm schon. Ich will es richtig drehen. Mist. So, Moment. Nee. Aber ich glaube, das können wir leider nicht bedienen. Ich hätte es immer gern machen. Da hätte ich auch Dried Beef noch genommen. Reis, Dried Beef und Nudler. Oder Curry Mix, Nudler und Dried Beef. So. Kommt dort rein. Das Dried Beef kommt auch noch mit rein. Gibt's was Leckeres mit Nudler und getrocknetem Rind. So. Für den Nächsten, der es eventuell bedienen kann und braucht. So viele Menschen wird es jetzt nämlich geben. Ich glaube nicht, dass unseren jetziger Simon großartig auf sowas achten muss. Okay, wieder so ein Kopfloser. Okay, wieder kein Blackbox-Zugriff, aber auf das Zeichen kann man zugreifen. Audioplayer. Johan Ross was found dead on the climber this morning. The ARC team went down a couple of days ago, but I see no reason to suspect them playing a part in his death. The climber can't be operated from the abyss, so there was a scheduled retrieval. The climber returned with only the lifeless body of Alpha member Johan Ross. No traces of the ARC team. Cameron, Eames, Lansky, all studying the body inside containment. I'll follow up with whatever they find. Okay. The Länder Est, ja. The WoW has been getting more aggressive, pushing all systems to their limits. Ironically, the dead Dr. Johan Ross would be the perfect person to ask why the WoW is making such a big buzz about his passing. After all, the WoW isn't supposed to want anything, and definitely not to mourn people. The system overload affects the staff considerably. Headaches, loss of sleep, unwarranted stress, and it seems to be getting worse. I could use some advice so you can get through. Delenda Est. Ich freue mich aber auch bei den Leuten, die Kadaver sehen noch recht frisch aus, die Blutspritzer sind noch relativ frisch. The staff looks like they're about to explode. Every other person walks around with nosebleeds, and the rest keep wiping stains of blood from their eyes to keep them from overflowing. It's to do with the WoW trying to free Ross somehow, for sure. At this point, I wouldn't be surprised if the body just got up and left. Rally Herber, our dispatcher, has been snooping around asking questions she shouldn't. She says she's going down into the abyss to find Alpha. I can't bring myself to stop her. Ups, der Länder ist. Linkverbindung nicht herstellbar, Nachricht wurde nicht gesendet. Oh Jesus. Dokumente haben wir auch noch. Tau-Evakuierung. Am 13. September gab Vic Auclair der Besatzung von Tau den Befehl zur Evakuierung oben zum Plateau. Zusammen mit dem Ingenieur Alan Waldeck ging ich in den Abgrund hinab, um bei der Evakuierung zu helfen. Protokollgemäß warteten wir 140 Minuten lang bei der Aufzugsplattform und unternahmen mehrere Versuche, Tau zu kontaktieren.
Ich beschloss, mich dem Standort zu nähern, um sie abzufangen. Zu diesem Zeitpunkt fingen die Orientierungslichter zu flackern an. Kurz darauf war der gesamte Weg abgeschaltet und Omega-Abschnitt von der Dunkelheit verschluckt. Mit meinem Flutlichtstrahler stieß ich weiter vor, bis ich über den Kurzstreckenfunk Schreie hörte. Das setzte sich sofort, wobei das Signal immer wieder abbrach. Als ich mich eilig näherte, um Untersuchungen anzustellen, fand ich den zerfleischten Leichnam der Außendienstmitarbeiterin Espinosa. Etwas Großes hatte sie fast in 2 Teile gerissen. Als ich die Wichtigkeit der Rettung Taus bzw. Ross abwog, hörte ich über das Funkgerät, wie Espinosas Kollegen abgeschlachtet wurden. Da ich keinerlei Möglichkeit zur Situationsverbesserung sah, eilte ich zurück zur Aufzugsplattform und überließ die Leute in Tau ihrem Schicksal. Herzlichen Glückwunsch. Tau, Card-Notizen. Mit etwas Glück hatte es Ross zurück zu Tau geschafft und kann seine Arbeit in Alpha fortsetzen. Zu vermeiden weiterer Störungen habe ich beschlossen, die Evakuierung als völlig gescheitert zu berichten. Ich hoffe, Theta dadurch vor weiteren Versuchen abzuschrecken. Die Managerin von Omikron, Claudia Eames, hat bereits angeordnet, dass die Aufzugsplattform vorerst beim Plateau zu bleiben hat. Mein Bericht über die wilden Tiere hat allen so viel Angst angejagt, dass sogar Waldeck und Darby aufgehört haben, die Luma-Sonden zu warten. Gut, dass Skolasky nicht am Standort ist, denn ich glaube nicht, dass er dem zugestimmt hätte. Die Einschränkungen fielen etwas strenger aus, als ich erwartet hätte, aber ich werde damit klarkommen, solange Ross in Ruhe allein mit der WoW arbeiten kann. Carthage, Julia Dahl, Joan Ross, Mark Serang. Bilder. Okay. Mal abwarten, ob jetzt nicht irgendwie Fratzen-Action kommt. Ja, das kennen wir noch, der ist auch schon gestört. Bildmaterial ist schon etwas gestört hier. Stärker gestört. Okay, das könnten die Crew-Besatzungsmitglieder sein. Schöne Frau. Tja, Pech gehabt, jetzt sind sie alle kopflos und das ganze Ding ist unter Quarantäne gesetzt worden. Wahrscheinlich auch nicht verummer. Na, scheiße. Und die Musik hier ist die ganze Zeit so bedrohlich, aber wenigstens war jetzt Gefussel beim Laptop und ich habe nicht ständig so unerschwellige Botschaften gekriegt, wie töte die Waue, nimm das Gel und so weiter. Jetzt emotiv durchatmen und hier gehe, hier wird es auch nicht verummer abgesperrt sei oder gespeichert habe. Do not operate machinery without safeguards. Okay. Den Strang können wir gar nicht rausnehmen. Ist das wieder so ein Töte mich? Ja, der atmet noch. Okay, können wir das eventuell später benutzen? Ich merke mal's mal vor. Patentierter Naserivler. Da ist Wow. Das können wir nicht öffnen, oder? Nee. Warning, High Pressure Steam. Hochdruckdampf. Ah, das ist auch schon geöffnet worden hier an der Stelle. Okay. Oh, scheiße. Ja, der klassische Töte mich. An dem können wir auch nichts machen. Ach, alles scheiße, oder? Wenn's Leben so ist, ist doch echt alles scheiße. Okay, natürlich kein Akku. Energy Pal S.3. Energy Pal S3. Hochleistungsfähiger, wiederaufladbarer Lithium-Schwefeldioxid-Akku 515 Wh. Standard S3-Verbindung Energy Pal von Heimatzu für Maschinenwerkzeuge. XO-Rigs und Kampfanzüge. Laden Sie die erschöpfte Energieeinheit in einem Heimatzu N5 Wiederaufladegerät oder einem anderen S3-kompatiblen Wiederaufladegerät wieder auf. Electric Hazard. Okay. Ich habe ein ganz beschissenes Gefühl hier. Oh Gott. Oh Gott, nee, da hinten ist schon so ein Widerling. Ich hab's gewusst, dass irgendeiner da ist. Weil irgendeiner muss ja auch die Leute hier geköpft haben. Oh, scheiße. Ganz vorsichtig jetzt. Natürlich. Okay. Da ist jemand reizend drauf. Ganz bezaubernd. Okay, die hören mich bestimmt. Ach du Scheiße, Mann.
Ach du Scheiße, wie soll ich jetzt... Da ist natürlich der Akku. Alter, was sind denn das für Geräusche? Na toll, wie soll ich jetzt da drauf vorbeikommen? Okay, das Vieh steht dort. Das Vieh steht dort bereit. Kann ich das ablenken? Und greint hier wie ein Blöder. Gott. Scheiße, das Vieh greint wie ein Blöder. Und lacht auch relativ irre. Scheiße. Entweder heult's oder es lacht. Why so serious? Oh Gott. Alter Scheiße. Ich habe hier keine Möglichkeit, irgendwie das abzulenken oder so, oder? Powerpack Charger. Ich vermute irgendwie, dass ich das Ding noch aufladen muss. Vielleicht renne ich und es folgt mir. Achtung. Und? Kommt's mir noch? Natürlich nicht. Gott, ich brunz mal gleich den Kittel voll. Danger, Restricted Area. Okay, das Vieh ist nicht wirklich abzulenken. Und dort drüber kann ich auch nicht fliehen. Scheiße. Haben wir hier irgendwas in der Umgebung, womit ich mit dem Vieh fertig wäre könnte? Ist das auch noch so ein Wow? Nee, ach nicht so ein Auflader. Gesundheit Hugo, der hat wieder genießt. Ach du Scheiße. Keep hands clear. Ja, meine sind gerade sehr schwitzig. My hands sind gerade sehr schwitzig, glitschig und ekelhaft. Wenn ich Abteilung Attacke mache und einfach drauf losstürme. Boah, ich hab Schiss. Aber vielleicht soll ich wirklich einfach auf Abteilung Attacke machen und das Vieh stürmen. Vielleicht auch einfach nicht hingucken. Oh, Scheiße. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Probier's. Scheiß drauf, scheiß drauf, scheiß drauf, scheiß drauf. Oh, leck mich doch am Sack. Renn! Scheiß doch ins Kanonenrohr! Habe ich jetzt überlebt, oder? Oh Gott. Oh Gott. Ich muss unbedingt meinen Finger ins Lächeln stecken. Scheißegal, ob ich das jetzt... Oh Gott, ich zitter am ganzen Körper gerade. Scheiße, Mann. Aber war wohl klar, dass ich auf Abteilung Attacke machen muss. Anders war das Vieh einfach nicht zu kriegen. Ich musste da weg. Der hat mich ja nicht gesehen, ne? Oh, der hat sich ja nicht weglocken lassen. Und bevor ich da ewig in 3 Tagen dran rumhänge, machen wir jetzt auch mal hier ganz dringend das Licht aus. Oh Gott, jetzt nur noch runter. Oh Gott, ich zitter echt wie Sau. Ich muss jetzt nur noch zum Labor.
Das ist im mittleren Stockwerk, also hier auf dem Gebiet. Und dann einfach nur runter. Oh Gott. Gott, ich zitter wie Sau. Oh, speichert. Na toll, ich dreimal auf der Rote, was passiert. Wetten wir, das sind jetzt andere Freakos noch unterwegs? Bestimmt nicht. Nein! Renn, 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 du Ochs, renn, du Dappschädel, hopp! Mach zu, mach doch zu, du Troller! Leck mich doch am Arsch! Piss off another one of WoW's monsters. We have everything we need, right? Oh Gott! Yeah. Let's get to work. Gott, ich brunz mal gleich den Kittel voll, Alter, ich brunz mal gleich den Kittel voll, ist We das so need to assemble abartig? your new body with the things you collected. Just stuff all of it into the suit with the dead body. Scheiß doch ins Kanonenrohr, Alter, ich zitter wie eine Sau. Skoll. Oh Gott. Oh Gott, jetzt nochmal dreimal durchatmen. Okay. Rekapituliere, was ist passiert? Aber habe ich eine Runde Arschloch gespielt mit der Kreatur. Das hat geklappt irgendwie. Dann ist Annie von den Dinger noch hier noch ungekommen. Ich glaube, das war ein Flasher. Und jetzt sind wir hier sicher aber eingesperrt. Boah, das Vieh wird draußen Patrouille schieben. Das heißt, wir müssen es jetzt noch mal probieren. Also, steckt die Dinger rein. Steckt Nummer 5 Kopf rein. Lecker. Crazy. Ja. Don't worry, it'll work. Und ich habe ja schon mal gesagt, theoretisch will die uns kopieren. Die will der jetzige Simon, nicht unser Backup, was die WoW gemacht hat. Catherine will uns dann jetzige Simon hier rüber kopieren, über Pilotensitz. Das heißt aber, dass hier ein fertiger Simon sitzt, weil unseren jetzigen Cortex-Chip können wir nicht rausnehmen und können auch nicht reinpacken, weil wir haben ja keinen Arbeiter oder so, der das für uns erledigt. Das heißt, du müsste eigentlich die Backup-Version sitzen. Nur hat unseren Simon nicht genug drüber nachgedacht. Oh, scheiße. Und in dem blutigen Scheißding von Herber sitzen wir dann drin. Rally Herber. Und jetzt machen wir das mit Strukturgel zusammen. Ah, lecker. Alright, try activating the suit from the terminal again. Okay. Jetzt probieren wir das zu aktivieren. Terminal aktivieren. Jetzt haben wir hier. Hautleitwert ist okay, die Stromquelle ist okay, Cortex-Aktivität ist ein Fehler und Körpertemperatur ein Fehler. Probieren wir es noch einmal. Oh Mann, es muss klappen, weil raus können wir nicht mehr. I can't believe Kalibrierung abgeschlossen. It will be fine. Und es hat Why don't we tatsächlich put you in geklappt. the suit? I was gonna suggest that if you refused. You'd go without me. I need to do this, Simon. This is important. I need to launch the Naja, wir könnten You'd ja really Sido do it, change kopieren. body. Yes, if you want to stay here, I'm not gonna stand in your way. I don't want to tell you what to do. What would it be like before? Close my eyes and then... And then open them again. All right, let's do it. Thank you, Simon. Go sit in the Okay. pilot seat in the next room. You might need to boot it up. Okay, also das Ding ist kalibriert. Sie hätte sich ansonsten auch über das Omni-Tool gemacht. Jetzt kann ich einmal hier aufmachen. Okay, du gehst einfach nur runter zur Plattform. Na gut. Na gut. Ich vermute, dass es so kommt, wie ich es gesagt habe. Ich vermute es einfach. Ich vermute hundertprozentig, dass wir jetzt durchsitzen. Dass es 2 von uns gibt. We need to loop back the activity manifested by your current Cortex chip, run it through the amplifier, feed it into Okay. the new chip, and then make sure it's synced. You lost me halfway there. You don't really need to understand it, just make them line up. Okay. Probieren wir das nochmal anzupassen. Ja, das sind so weiter. Ne, das ist ein bisschen zu viel. Das ist zu steil. Das passt doch eher. Das ist gleich 5.
Immer noch so lustiges Synchronrätsel. Das passt doch schon eher, oder? Nee. Und wie sieht's so aus? Nee. Nee, das ist ach ein bisschen zu steil, oder? Ah, nee. Ah, fast. Moment. Nee. Das passt doch schon relativ. Ah, nee, fast. So, flach. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Ja, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Parameter sperren. Nee, das klappt noch nicht ganz. Ist noch nicht ganz synchron. Nee, das ist zu... Ah, doch, Eva Hemmerser. That's Parameter everything. sperren. You can climb into the pilot seat now. Okay. I have everything under control, so please, have a seat. Aber, steht Sache, ihr liebe Leid, die These, weil ich ein kleines Arschlächel bin und ein Säckel bin, machen wir das morgen, ihr liebe Leid, und wir gucken mal, ob dann meine Hypothese stimmt. Also sehen wir uns morgen wieder zu Let's Play Soma auf Pelzig. Machen's gut bis dahin. Und bevor die noch ganz durchdreht, machen wir das auch gleich. Aber ihr seht's erst morgen. Bis dorthin, machen's gut. Ayan Yankee.